Mustafa Destigi, Präsident der Großen Einheitspartei, verurteilte das Jahr 2018 als eines, in dem die Uiguren einen Kulturgenozid erleiden mussten. Das frisch begonnene Jahr 2019 werde, so Destigi, das Jahr der Gerechtigkeit und der Freiheit. Die Herzen stets bei den Uiguren, stehe die Große Einheitspartei fest an der Seite von Ostturkestan. Die Verhandlungen über Malaysias und Chinas partnerschaftlichen 20 Milliarden Dollar Eisenbahnprojekts werden nun laut dem malaysischen Präsidenten Mahathir Mohamad fortgeführt. Der Sinchu Daily eröffnete der Präsident, dass die Verhandlungen noch andauern, da eine Einigung bisher nicht möglich gewesen sei. Abhängig von Chinas Entgegenkommen kann das hochverschuldete Malaysia nur auf faire und reale umsetzbare Bedingungen Chinas hoffen. Durch Schließen von islamischen Gebetshäusern erhöht China den Druck auf die Muslime. Wie die chinesischen Behörden bestätigten, wurden in Yunnan 3 Moscheen der Hui-Muslime geschlossen. Vorwürfe der Verhaftung von Gemeindemitgliedern weisen die Behörden zurück. Als Grund für die Schließung gibt das Waichong-Propagandabüro illegal zelebrierte Gottesdienste an. Die Versenkung eines US-Flugzeugträgers würde, so der chinesische Admiral Lu Yuan, in etwa 5000 Tote fordern. 2 versenkte US-Flugzeugträger wären demnach 10.000 Opfer. Der Admiral drohte an, auf diesem Wege die Konflikte im südchinesischen Meer endgültig zu beenden. Im Rahmen eines militärischen Abkommens des Staates China und seinen Nachbarländern startet das kommunistische Land mit dem Bau eines hochtechnologischen Kriegsschiffes für Pakistan. Die China Daily kündigt den Beginn der Bauarbeiten an. Das Schiff soll den modernsten Standarden chinesischer Kriegsschiffe entsprechen.